Lebensmutig, so heisst eine Fachtagung den Sommer, die im Campus Sursee durchgeführt wird, wo mehrere Fachpersonen dabei werden sein, wo Leute beraten, begleiten in schwierigen Lebenssituationen. Aber nicht nur das, es wird sehr breit sein, auch vom Zielpublikum her, zu Themen, was ist, wenn man irgendwie nicht mehr Halt findet im Leben, wenn man nicht mehr weiter weiss. Vieles auch, wo in Richtung geht von Leben mit Einschränkungen, Menschen mit Behinderungen werden zum Beispiel auch angesprochen. So ist unter anderem bei der Trägerschaft auch Glauben und Behinderung dabei, der Verein, oder das Bildungszentrum Christliche Begleitung und Seelsorge, BCB. Und da tue ich jetzt auch gerne die erste Gesprächspartnerin hier begrüßen. Das ist die Monika Rivar, die dort dabei ist. Also einerseits als Vertreterin eben vom BCB, aber auch als Referentin wird mitgestaltet Sursee. Monika Rivar, wir kennen dich, glaube ich, schon sehr gut durch verschiedenste Referate. Ich persönlich habe dich dann noch erlebt bei Radio Live Channel in den verschiedenen Gesprächssendungen, wo der Themen vertieft hat in Seelsorge, Theologie. Ja, im Hinblick auf die Fachtagung, auf was freust du dich besonders, wenn du auf das hergeht jetzt? Also etwas, was mir sicher besonders freut, ist, dass wir als Leute wieder zusammenkommen können, weil das ein grosser Bestandteil ist von dem, was Mut macht, wenn man miteinander unterwegs sein und miteinander austauschen kann. Und ich finde es auch ein spannendes Thema, aber von der Ressource her zu denken, vom Mut her zu denken, etwas anzupacken. Und darum bin ich wahnsinnig gespannt, was wir da miteinander an diesem Tag auch entwickeln. Ja, und Lebensmut ist ja wirklich ein Thema, das können wir alle brauchen, in den Umständen, wo wir auch immer sind. Und ich habe einfach so für mich gedacht, jetzt auch in der Vorbereitung auf die Sendung, ja, Menschen, die eben besonders irgendwie noch durch eine Beeinträchtigung vielleicht belastet sind oder eine Situation, die können besonders ja häufig auch von einer Resilienz reden oder von einer Teufel und kennen das. Und da fällt mir sehr stark auch der Roland Hartmeier natürlich in den Sinn, der sehr eine Teufel durch das eigene Erleben immer wieder gefunden hat, aber auch durch seine Arbeit und durch das, was du alles schon geforscht und geschrieben hast. Roland Hartmeier, zuerst mal herzlich willkommen in dieser Sendung heute. Dankeschön, merci. Ja, du wirst Hauptreferent sein, der hier Sursee im Juni, 16. Juni genau genommen ist das im Campus Sursee. Was sind so deine Gedanken hinsichtlich von dieser Konferenz? Ja, ich freue mich, dass man mit Leuten zusammen sein kann, die irgendwie mit Beeinträchtigungen oder Herausforderungen im Leben zu tun haben, die mit dem existenziell betroffen ist. Da kann man in einer sehr schönen Tiefe, denke ich, darüber nachdenken. Und ich freue mich, dass ich etwas weitergeben kann von meiner eigenen theologischen Arbeit und als jemand, der mit Einschränkungen lebt, dass ich auch da aus dem Leben erzählen kann. Ja, da kommen wir dann ein bisschen dazu, was da du selber eben als Einschränkung erlebst und wie du damit umgehst und wo das einfließt in dein Fachreferat, das du dort wirst haben. Und jetzt kommen wir zur Nelly Simmen, der dritte Person, die hier in diesem Talk heute mitwirkt. Sie ist Pflegefachfrau und Palliative Care Expertin. Und das ist ja auch das Thema, Nelly, wo du vor allem nachher wirst den Fokus drauf haben, im Palliative Care Bereich. Kannst du uns da vielleicht schon so ein bisschen ein Teaserli geben, was das Thema ist? In meinem Workshop geht es mir darum, ein bisschen etwas von Palliative Care Wissen weiterzugeben. Aber noch viel wichtiger tut es mir, dass die Anwesenden sich selber und im Gespräch miteinander Gedanken machen, was ihnen wichtig ist im Hinblick auf schwere Erkrankung und auf das Lebensende. Also es geht vor allem so um Austausch. Ja. Wahrscheinlich sowieso ein wichtiges Wort, oder? Wenn es um so eine Fachtagung geht, so kennt man es ja häufig. Es lebt auch sehr von dem Austausch. Roland Hartmeier, jetzt möchte ich gerne nachknüpfen, wir gehen jetzt ein bisschen in die einzelnen Bereiche rein bei dir, wo du vorher schon hast gesagt, eben selber mit der Einschränkung zu leben und da wo das die Lebensqualität immer wieder auch direkt betrifft. Wie hast du dort hier können immer wieder auch schöpfen aus dem Glauben
Oder was ist dort hier so ein bisschen das, was du sicher auch mit deinem Referat wirst Anfang stellen, dort hier an dieser Tagung? Also es wird darum gehen, wie das durch Vertrauen im verborgenen Gott unser Lebensmut kann wachsen. Ich habe in dunklen Zeiten, die ich selber durchgemacht habe, zum Teil noch drin bin, auch gelernt, dass wir haben ja in der Bibel die Aussage, Gott ist ein verborgener Gott. Wir glauben an ihn, aber wir sehen ihn nicht. Und ich habe gelernt, Verborgenheit ist nicht das gleiche wie Abwesenheit. Das ist irgendwie ganz etwas Grundsätzliches. Wenn Gott mir verborgen ist, heisst das nicht, dass er abwesend ist, sondern Gott umgibt mich immer, er ist ständig um mich herum da. Und ich habe persönlich erlebt, dass das zum Beispiel mein Betten verändert hat. Wir haben ja so ein Bild, das so gängig ist, im Betten, wenn wir Kontakt zu Gott herstellen. Und ich glaube, dass das Bild ein bisschen defekt ist. Ich glaube, im Gebet, wenn wir auf Gottes Gegenwart reagieren. Das ist ein riesen Unterschied. Wenn ich weiss, dass Gott mir gegenwärtig ist, dann tue ich nicht Kontakt herstellen, wenn ich bete, sondern ich weiss, Gott ist immer um mich herum und ich reagiere jetzt nur auf seine Gegenwart. Und das ist etwas, was mir sehr geholfen hat, ehrlich zu beten, aus der Tiefe von meinem Herz zu beten und einfach zu wissen, dass ein Gebet, das aus der Tiefe vom Herz kommt, bei Gott immer willkommen ist. Das ist ja wirklich wie eine andere Perspektive, wie du dort dran hergehst, oder? So wie du es jetzt beschreibst. Und wie kommt man denn zu der? Weißt, wie kann man denn zu diesem Vertrauen kommen? Oder das stärken vielleicht? Ich glaube, es wäre für alle von uns schön, wenn es einen Schlüssel gibt. Aber ich glaube, den gibt es nicht. Es setzt sich zusammen aus ganz vielen Erfahrungen. Oft muss man, dass man die Gegenwart von Gott wieder spüren und Lebensmut bekommen. Das muss man wie ringen, das muss wie erkämpft sein. Für mich sind die Klagepsalmen geschrieben haben, ein grosses Vorbild. Für uns sind die Leute ja wie der David, die aus der Tiefe von ihrer Seele zu Gott geschrieben haben, Vorbilder. Aber wenn wir denken, was sind sie gewesen, wo sie die Psalmen geschrieben haben? Ein Häufchen Elend. Aber es auf Gott harrendes Häufchen. Und das macht sie für uns zu Vorbildern. Und ich bin auch mehrfach an dem Punkt gewesen, wo ich einfach gar nicht mehr schön beten konnte, sondern nur einfach zu Gott schreien. Und in dem Innen ist irgendwie das Vertrauen wieder gewachsen. Es gibt keinen Schlüssel, man muss es wie durchbuchstabieren. Wenn ich dich noch ansprechen darf, einfach für das auch den Zuschauer wie ein bisschen zugänglich zu machen. Was ist denn das für eine Art von dunklen Momenten, die du vorhin beschrieben hast, oder für eine Einschränkung, die du damit lebst? Ich habe eine vestibuläre Migräne chronischer Art. Das heisst, ich habe einen Tinnitus seit 20 Jahren, ich habe Sehstörungen, ich habe Schwindelbeständige, die in den letzten Jahren wieder abgenommen hat und seit 10 Jahren etwa zwischen 0 und 50% Arbeitsfähigkeit, fast völlige Reiseunfähigkeit. Ich bin sehr stark eingeschränkt, wenn ich mit Leuten eine Viertelstunde rede, wo sich vor mir bewegen, habe ich Mühe, die visuellen Bilder zu verarbeiten. Und dann habe ich einfach beständig mit Schwindel zu kämpfen. Und das ist natürlich so wie gegangen, dass wenn du 24 Stunden, 2 Jahre lang Schwindel hast, dann bist du irgendwann am Punkt, wo du sagst, jetzt mag ich überhaupt nicht mehr. Jetzt verzweifle ich an Gott, ich verzweifle am Leben. Unterdessen geht es mir wieder ein Stück besser, aber ich lebe immer noch mit Einschränkungen. Das ist so eine recht diffuse Geschichte, aber wenn du natürlich im Alltag mit dem musst leben und versuchst, irgendwo auf den paar Quadratmeter, wo du daheim bist, einen Alltag aufrechtzuerhalten, ist das natürlich sehr real. Monika Rivar, du hast sehr viele Beratungen mit Menschen, die vielleicht etwas wie der Roland oder andere also Herausforderungen gerade aktuell haben oder mit zu kämpfen haben. Wie kann man Menschen ermutigen, gleich aktiv mit weiterzugestalten, auch in so widrigen Umständen oder auch bei Einschränkungen? Ich würde gerne sehr schnell auf etwas reagieren, was der Roland vorher gesagt hat. Ich habe gemerkt, deine Formulierung, Roland, hat mich gerade total berührt, dass der verborgene Gott, der ist nicht der Abwesende, sondern dass wir auf seine Gegenwart reagieren. Und ich glaube, ein Teil davon, wie finden wir da wieder einen Zugang, und das gilt jetzt auch für die Leute, die ich begleite, ist vielleicht, dass wir tatsächlich auch ins Gespräch darüber kommen, was ist meine Vorstellung, wenn ich danach Wort brauche. Du hast gesagt, Vorstellung, Roland, dass wir Kontakt aufnehmen mit Gott. Und
da kann etwas völlig umkehren, wenn plötzlich in der Vorstellung ein neues Bild entsteht. Und das ist für mich ein Teil von dem das Ermutigen, die Gegenwart von Gott wieder, man kann sagen, zu suchen, aber suchen können wir sie ja nur, weil sie schon da ist. Also quasi auf die eben zu reagieren. Und das andere, wie kann man Menschen ermutigen, das Leben zu gestalten? Sagen kann man das immer sehr schnell. Das ist ein Satz. Ich ermutige Menschen, das Leben zu gestalten. Faktisch ist das aber oft ein wirkliches Suchen. Ein Schauen, was gibt es denn da noch an Möglichkeiten? Und ich habe gemerkt, für mich ist es eine grosse Herausforderung, immer wieder, weil ich bin, man könnte fast sagen, vom Leben bisher verwöhnt, so ganz schwere Krisen, wie der Roland sie kennt, wie andere sie kennen. Ich habe auch meine Krisen, aber nicht in diesem riesen Maß. Und gerade darum, ich habe viel von meinen Ratsuchenden gelernt, sorgsam anzuschauen, wo sind noch Gestaltungsmöglichkeiten, wo stecken die Ressourcen, was gelingt noch, und dort anzuknüpfen. Und ich lebe eigentlich von der Hoffnung, und das ist auch eine Überzeugung, dass Gott in jedem Leben wieder etwas hineinlegt, wo er damit auch mit dem Menschen unterwegs ist. Und auf die Suche gehen nach dem. Manchmal geduldig, manchmal geht es schneller, manchmal langsamer. Das ist auch etwas, wo ich immer wieder staune, was da drin entstehen kann. Aber es zeigt schon auch, es ist etwas nicht garantiert, was kommt. Also Lebensmut, Lebensfreude schon gar nicht, alles in die Richtung, oder? Ja, also ich glaube, der Satz, es gibt nicht den Schlüssel, den halte ich für relevant. Wenn ich aber nicht überzeugt wäre, dass es zu finden ist, dann würde ich ja in die gleiche Hoffnungslosigkeit einsteigen, wo vielleicht mein Gegenüber schon drin lebt. Und das ist dann nicht mehr hilfreich. Also ich versuche auch vom Wissen her, wie hat Gott uns Menschen geschaffen, was hilft alles mit, dass so etwas wie Lebensmut oder Sinn entsteht. Von dort her versuche ich zu suchen. Und da gehören so die 3 Elemente dazu. Das eine, wo gibt es noch etwas, das ich in die Hand kann nehmen und gestalten? Das andere ist, wo gibt es etwas, wo ich auch Begegnungen mit Menschen oder mit Sachen, die ich schön finde, kann geniessen. Und dann das 3. Element, wo gibt es Sachen, die für mich wertvoll sind, die für mich einen Wert haben, wo ich mich darauf ausrichten will. Und Gott ist in all diesen 3 Elementen mit dabei. Und auf die Suche gehen hier, sich ausstrecken nach dem, da entsteht auch etwas. Ja, und Nelly Simmen, die ich vorher auch schon eingeleitet habe, ihr würde jetzt auch gerne so ein bisschen den Ball zuspielen. Du hast ja, das sagt schon, deine Fachrichtung häufig mit Menschen zu tun, die dann nachher wahrscheinlich schauen sie und bilanzieren sie so ein bisschen bei ihrem Leben, was ist da schon gesehen und auch was hat mir erfüllt, wo bin ich dankbar. Und aber gleichzeitig jetzt noch immer das Leben können zu gestalten und in dieser Zeit, wo er noch bleibt. Wie ist das so in diesem Thema unterwegs zu sein, wo ja vielmals, glaube ich, immer noch ein Tabu bleibt, oder? Für in unserer Gesellschaft, oder? Also alles rund um Sterben und gutes Leben und Sterben. Ja, das ist dann das Problem, oder? Wenn man denkt, wenn man nicht darüber redet. Ich glaube, sobald man darüber reden kann, man auch darüber denken und kann darüber austauschen. Und das gemeinsam einen Weg gehen, auch wenn das schwierig ist. Ich glaube, das ist noch wichtig für viele Leute. Es gibt zwar auch da wieder Leute, die das wirklich selber für sich ausmachen, die sich bewusst entscheiden, mit niemandem darüber zu reden. Aber für die meisten ist es eigentlich schon eine Hilfe. Und gerade in so einer schweren Zeit können Menschen nebendran haben, die den Weg mitgehen. In all dem Ungewissen, das da ist. Und in dem Suchen und einen Weg finden. Was kann man sich da genau darunter vorstellen in dieser Tätigkeit? Als Kursleiterin, auch Palliative Care oder Expertin in diesem Bereich? Was machst du da konkret?
Also heutzutage tue ich Leute, die Interesse daran haben, Schulen. Also ich gebe denen Unterricht, ich mache einen Kurs für die Leute, die mehr wissen darüber. Aber ich habe 20 Jahre lang Diakonis Palliativcare geleitet. Also das war eine Palliativstation mit 9 Betten. Und von dort her hat es natürlich anders ausgesehen. Dort habe ich als Pflegefachfrau gearbeitet und als Palliativcare-Expertin in diesem Sinn, als Leiterin von dieser Arbeit. Was mir ja so häufig gehört, also ich habe nie eine spezielle Nähe, jetzt ehrlich gesagt, bis jetzt auf meinem Weg zu diesem Thema oder auch nie im Spital oder Altersheim gearbeitet habe. Aber mit vielen Leuten schon geredet und die sagen, ja eben, das ist wirklich der Moment, wo die Masken fallen und wo wirklich die Ehrlichkeit so stark vorkommt, oder, bei den Menschen, wo so Sachen auch vorkommen, was ist denn wirklich das, wo das Leben lebenswert macht und so die Essenz daraus raus. Hast du dort viele Momente von viel Enttäuschung oder ja, wo du wie näher mitgehst? Oder was kann man sich darunter noch vorstellen, Nelly? Also auch da ist natürlich sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Jede Person ist wieder anders und geht einen anderen Weg. Also das Leben ist anders und auch das Sterben ist anders. Aber dass es so ein bisschen zum Essentiellen kommt, das habe ich auch vielmal beobachtet. Dass so die Masken oder das Luxus, einfach das, was nicht wirklich nötig ist im Leben, das geht wieder zurück. Und die Leute besinnen sich sehr stark auf das, was ihnen wirklich wichtig ist. Und was sie jetzt noch erledigen und erleben und mit wem sie noch zusammen sein und mit wem sie eben nicht mehr zusammen sein oder Besuch bekommen. Und das tut sich auch verändern. Mit der Zeit wird das immer enger oder nimmt immer mehr ab und tut sich fokussieren auf das Wesentliche. Und wenn die Leute natürlich noch Zeit haben, aus dieser Erkenntnis heraus, die sie da bekommen, von der Endlichkeit und von dem, ja, mein Leben geht zu Ende, was will ich jetzt noch? Und wenn sie dann noch Zeit haben, Sachen zu erleben und noch Geschäfte abzuschließen oder noch mit Leuten, die ihnen wichtig sind, Gespräche zu führen, dann kann das eine unglaublich auch schöne und wertvolle und wichtige Zeit sein. Und darum ist es eben auch wichtig, dass man darüber redet, oder? Dass man ehrlich ist und ja, nur wenn man sich eingesteht und darüber redet, kann man es dann auch gestalten. Wenn man es wegschiebt, kann man ja noch nicht gestalten. Genau. Und das ist das, was du auch in einem Vertiefungsseminar dann zu Sursee noch ein bisschen darauf eingehen willst. Gut leben bis zuletzt ist das Thema, das du gesetzt hast. Und das merkt man ja, das ist so dein Herzensanliegen, wo wirklich Palliativcare etwas Besonderes bieten kann. Ich höre das auch seit ein paar Jahren, dass das eher auf dem Vormarsch ist, wirklich, dass immer mehr die Erkenntnis sich durchsetzt, dass wirklich Palliativcare ein guter Weg kann sein. Jetzt kann ich dich als Expertin da gerne noch mal ein bisschen darauf ansprechen. Was kann der Palliativcare eben wirklich bieten? Palliativcare ist ja Mithilfe, die Unterstützung von einem interprofessionellen Team, das hilft, damit das Leiden möglichst gut aushaltbar ist oder möglichst gelindert wird und dass die Lebensqualität möglichst hoch gehalten wird. Und in so einem Prozess, also so einem Weg, wo natürlich und bei der Nahdiagnose über Jahre dauern. Es gibt unheilbare Krankheiten, das stirbt man nicht sofort. Da kann man zum Teil noch Jahre leben, wenn ich jetzt an Demenz denke zum Beispiel. Dann ist in dieser Phase müssen ganz viele Entscheidungen getroffen werden. Und dort können die Leute auch Hilfe bekommen, um einen guten Weg zu finden für sich und die Entscheidungen gut zu fällen, die dann auch stimmen für sie selber. Dass sie nicht einfach so in einen Strudel kommen von medizinischen Machen, kämpfen gegen die unheilbare Krankheit, die eigentlich gar nicht möglich ist, sondern dass sie eben dort in diesem Findungsprozess, in diesem Weg Unterstützung bekommen, von Leuten, die ein bisschen wissen, wie man das am besten macht oder was man machen kann. Und klar, auch mit moderner Medizin. Also die Mittel sind die gleichen. Das Ziel ist einfach nicht heilig um jeden Preis, sondern eine gute Lebensqualität in der Zeit, die ihm noch verbleibt.
Und er sind die Angehörigen, also es ist ja noch wichtig, dass die Leute gut eingebettet sind und die Angehörigen können Unterstützung geben und mithelfen. Und es geht auch darum, dass man diesen Angehörigen genug Informationen gibt und Hilfe gibt, sie gut einbezieht, dass es ihnen gut geht in diesem ganzen Prozess und sie wieder gute Unterstützung können bieten. Genau. Und der Roland Hartmeier, der als Dozent, Theologe mit diesen Fragen sich schon lange auseinandersetzt, also mit diesen grossen Fragen, oder? Also du gehst dann auch in deinem Seminar auf die Theodizee-Frage ein, also was ist denn mit dem ganzen Leiden und wie Gott das zulässt? Da kannst du uns vielleicht auch schon gerne ein bisschen mit reinnehmen. Ich weiss, das ist immer ein bisschen sportlich, das so kurz zu sagen, aber dieses Thema wird sein, Gerechtigkeit wird dann sein. Auf was kann man sich da ungefähr einstellen? Gerechtigkeit ist das wichtige Stichwort. Der Untertitel ist über Himmel und Hölle und über die Aufhebung von allem Leid am Ende. Und das Ende ist dann in der Bibel immer ein Neuanfang in einer neuen Schöpfung. Und wir werden uns dort ganz an die eingemachten Themen anmachen. Über den Himmel kann man mit fast allen Leuten reden, obwohl sie manchmal das Gefühl haben, das ist schon ein gestaltloses Ding, wo man Harfe spielen. Das ist zum Glück eine Karikatur von der biblischen Hoffnung, weil sie wird ganz real sein. Und über die Hölle kann man fast nicht reden heutzutage. Aber ich habe entdeckt in meiner Studie, dass die Hölle eigentlich nicht in erster Linie mit Strafe zu tun hat. Ich glaube, dass es die Hölle gibt als einen realen Ort. Sondern es geht darum, dass Gott Gerechtigkeit schafft auf Erden. Der jüngste Tag wird der Tag sein, wo Gott für alle Menschen Gerechtigkeit schafft. Und da wird niemand mehr aufstehen und sagen, Gott, warum machst du das so oder warum so, sondern wird es erstmal Gerechtigkeit auf Erden sein. Und ich glaube, der Fokus dort ist, dass Gott wird die ganze Schöpfung wiederherstellen und dass jedes Leid wird wieder gut gemacht werden. Es gibt so einen Satz, wo ich in meiner Studie darüber gestoßen bin, von der deutschen Theologin Dorothee Sölle. Die hat den Wahnsinnssatz gesagt, kein Himmel kann Auschwitz wieder gut machen. Muss ich das vorstellen? Kein Himmel kann Auschwitz wieder gut machen. Wenn das wahr wäre, dann weiss ich nicht, warum ich Christ sein sollte. Dann weiss ich nicht, warum ich Hoffnung haben. Ich glaube, dass der Satz nicht wahr ist, sondern ich glaube, dass Gott alles wird gerecht machen, alles wird ins Lot bringen. Wenn wir jetzt die Fragen, die wir alle haben, warum Gott all das Leid, der Krieg in der Ukraine oder Kinder, die sterben, Hungersnöte auf der Welt, das geht ja dauernd an. Die Fragen, die sind so existenziell, so tief, die können wir gar nicht beantworten. Aber ich glaube, dort wird Gott eine Antwort haben und er wird für jeden Mensch Gerechtigkeit haben. Und das fasziniert mich. Und darum glaube ich, als Christen, Lebensmut hat auch damit zu tun, dass ich weiss, wenn ich sie jetzt nicht verstehe, für mich und für andere, ich weiss, es wird einmal völlige Gerechtigkeit sein. Das finde ich total ermutigend. Es ist so ein grosser Gedanke auch, sich das vorzustellen. Gott wird für jeden wirklich Gerechtigkeit herstellen, aber eben wirklich, wie du sagst, mega hoffnungsvoll. Wenn es nicht so wäre, ist irgendwie, ja, wie könnte das sein, dass alle so durchkommen? Oder das, was dann sonst läuft. Oder eben schlecht läuft. Ich würde da gerne noch ein bisschen dabei bleiben, Roland Hartmeier, bei diesem Thema oder auch andere in der Runde, die sich gerne jetzt ein bisschen dazu einschalten können, weil natürlich auch das Thema brandaktuell jetzt wieder ist, aber zu jeder Zeit wahrscheinlich irgendwie auf dieser Welt hätten wir ein Thema gehabt, wo wir darüber reden könnten, selbstverständlich. Und schon durch Persönliches, was wir erleben. Wie ist das für euch, Monika Rivar? Der Gedanke, da ist ein Gott, der wird Gerechtigkeit herstellen. Kann man sagen, das könnte doch ein bisschen beängstigend sein. Warum? Also ich habe jetzt gefunden, wie der Roland auch, ich finde es hoffnungsvoll. Wie ist das für dich, der Gedanke mit der Gerechtigkeit? Definitiv hoffnungsvoll. Also, weil ich glaube, Gerechtigkeit ist eine tiefe Sehnsucht, die wir Menschen haben. Und die Sehnsucht wird an so vielen Orten zurückgebunden. Bis dorthin, dass wir sie nicht herstellen können, dass wir auch in dem, was Gott in unserem ganz persönlichen Leben und im Leben von den Menschen, die uns lieb sind und in dieser ganzen Welt, wie
zulässt, oder ich sage es für mich manchmal, er haltet es wie aus, dass das jetzt noch so ist und zieht uns da mit rein, dass wir es mit ihm aushalten müssen, bis der Tag kommt, wo er die ganze Gerechtigkeit herstellt. Und aus dieser Hoffnung heraus entsteht für mich zugleich Spannungsfeld, wo mich dazu nötigt, Leid aushalten zu lernen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen etwas, was ich bei der Nelly gehört habe. Das Leiden lindern, aber auch Raum schaffen, dass Menschen über das reden können, was ihnen eben Not und Leid macht und dass wir das miteinander auch im Angesicht Gottes noch aushalten. Und das ist etwas, wo ich für die Seelsorge, und ich merke das auch in der Seelsorge-Ausbildung, die ich arbeite beim BCB, dass das vielen gar nicht so leicht fällt. Sie hätten lieber Tools in der Hand, wo man es wegmachen kann und das Leid nicht mehr schmerzt. Und ich glaube, es ist eher der umgekehrte Weg. Gerade in der Beziehung zu Gott mit ihm zusammen auf den Tag können warten, wo er die Gerechtigkeit herstellt, weil sie unsere Möglichkeiten übersteigt. Und das ist für mich ein Hoffnungsanker. Weil ein Stichwort, das man ja jetzt auch viel gehört hat, ist Ohnmacht, oder? Und so das, was jetzt wir vorher haben beschrieben, mit dem eben Gott wird irgendwann wirklich die Gerechtigkeit herbeiführen. Er kann so und er. Also das ist eigentlich, das ist wie die Antwort auf Ohnmacht, die wir im Moment auch erleben, oder? Ja. Darf man das so sagen, ja? Also für mich ja. Und das wäre jetzt der Tag, wo man jetzt miteinander gestaltet, heisst, ich erlebe Ohnmacht, ich kann Gerechtigkeit nicht herstellen. Das heisst aber nicht, dass ich nichts machen kann. Also dass Gott ja auch mit uns und durch uns wirken will, auch wenn wir es vielleicht noch manchmal suchen müssen, wie und was Gott jetzt mit dem, was zu meinem Leben gehört, wirken kann und was ich bewirken kann. Manchmal müssen wir wirklich suchen. Aber Ohnmacht haben im Ganzen heisst nicht, gar nichts mehr machen können. Sondern es heisst, entlastet sein von dem, was wir nicht können und uns dem dürfen zuwenden, was uns möglich ist, auch durch ihn, weil er das Ganze hebt. Ich glaube, der Blick aufs Ende ist auch ermutigend, weil man einfach weiss, Gott hat die Fähigkeit und Gott hat die Willigkeit, das in unserem Leben, wo jetzt nicht aufgeht, gut zu machen. Und dort begleitet mich ein Vers, wo sicher praktisch alle Leidenden, die die Bibel kennen, begleitet. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist die kategorische Aussage von dem Vers ist enorm. An dem kann man verzweifeln oder man kann es glauben. Und wenn du es glauben, ist das Gnade. Und dann gibt dir das unglaublich Mut. Weil du weißt, da gibt es eine Vorsehung über mein Leben. Da gibt es eine Realität, die mit diesen guten Gedanken irgendwie nicht übereinstimmt. Und ich darf glauben, dass Gott einmal auch für mich alles wird zum Guten führen. Dass ich zurückschauen kann, am Ende dann dort, an der Schwelle zu dieser neuen Schöpfung und wissen, Gott hat es auch für mich gut gemacht. Wenn ich das glauben kann, ist das eine wunderbare Sache. Und wenn wir den Glauben an die neue Schöpfung, an die Wiederkunft von Jesus Christus, wenn wir das vom christlichen Glauben abschneiden, würde uns etwas total Wesentliches fehlen. Wir würden das Evangelium eigentlich verstümmeln und dann hätten wir nur noch das Evangelium, das uns hilft, das Leben da ein bisschen besser zu gestalten. Aber es wäre keine Hoffnung mehr, die uns treibt über das Leben raus. Ja, nicht. Das stell dir vor, ja, wenn das so wäre. Ja, dann wäre auch die Arbeit in der Palliativcare ganz noch eine andere, gell, Nelly? Also das ist ja, denke ich, wirklich ein Schlüssel von, dass wir etwas Hoffnungsvolles eben immer können behalten darüber aus. Genau, und ich möchte, Nelly, oder nein, vielleicht geht die Frage auch jemand anderes, aber ich habe noch so eine aufgeschnappt auf dem Flyer für die fachtagige Frage, die mir denkt, die würde ich gerne noch in die Runde werfen. Und zwar ist es in einem Seminar, das der Rudi Josuran hat, mit dem Peter Henning unter anderem, und so ein bisschen über Mut redet und in seinem Fall auch noch mit Burnout-Erfahrung und so. Und da ist die Frage einfach drin, wie viel braucht es von mir an Schritt im Leben, für eben Lebensmut zu finden und was kann ich Gott überlassen? Also die
die Frage von, eben, ihr habt jetzt auch jemand gesagt, von geduldig bleiben, man muss auch aushalten, ausharren. Auch hier gibt es sicher nicht den Schlüssel, aber was sind da so für eure erste Gedanken, die ihr dazu hättet? Gerade wenn man Palliativcare macht, ist auch immer wieder die Frage, wie viel muss man sich anstrengen und kämpfen für eine Verbesserung und wo muss man gelassen sein und das einfach eben aushalten und annehmen, so wie es ist, also so akzeptieren. Und da finde ich das Gebet so schön, wo heisst, gib mir Mut, das zu verändern, was ich verändern kann. Gib mir Gelassenheit, das zu lassen, was ich nicht verändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht schnell aufgeben bei Sachen, die wir eben noch wirklich verändern können, die an uns ist zu ändern. Und ich bin darüber überzeugt, dass jeder Mensch selber eine grosse Verantwortung hat und eine Gestaltungsmöglichkeit für sein eigenes Leben. Und wo müssen wir es aber auch einfach mal geschehen lassen? Es gibt Schicksalsschläge, die man nicht kontrollieren kann. Es gibt viele Sachen, die man nicht kontrollieren kann, die man vielleicht noch ein bisschen beeinflussen kann. Und wenn es um andere Menschen geht, sowieso, dann kann ich eigentlich den anderen Menschen nicht kontrollieren. Ich kann nur probieren, ermutigen, Vorbild zu sein, selber durch mein Leben, das ich eben gestalte, anderen Mut zu machen, das selber auch zu machen. Und auch da zu sein, wenn es eben nicht gut geht. Und wenn das Leiden nicht so gelindert werden kann, wie es eben müsste gelindert werden, dass man dann nicht davon säckelt, sondern da ist und aushaltet. Das zeigt dann immer wieder, wenn man jetzt euch so zulässt, wie eigentlich gutes Leben und das können zu erkennen, wie dass sie da Schritte machen, wie das etwas Fragiles ist und wo man immer wieder Hilfe braucht. Und zum Glück haben wir noch den Heiligen Geist, der zu uns redet, oder das an der Situation immer wieder. Aber ich denke auch, eben immer wieder ist es wichtig, dass man sich Hilfe holt, dass man sich vielleicht in ein Coaching hineingibt, wie jetzt das dir anbietet, BCB, Monika Rivar zum Beispiel, weil es das einfach, da muss man zusammen auf die Suche gehen, oder? Ich habe vorher, wo du die Frage gestellt hast, wie viel an Gott und wie viel bin ich, habe ich gedacht, meine Güte, ich kann es nicht beantworten. Vielleicht könnte ich es für mich so formulieren. Ich glaube, ich darf es 100%ig Gott überlassen und darf zugleich 100%ig mich auf die Suche machen, was ist von mir her möglich. Und vielleicht kommt auf dieser Suche eben manchmal die Erkenntnis, im Moment, in Bezug auf das, was ich mir wünsche, ist vielleicht tatsächlich gar nicht möglich. Sondern ich muss das Ganze in Gottes Hand geben. Und dann kann ich mich aber wieder auf das fokussieren und kann sagen, Gott, wo hast du mir Möglichkeiten geschenkt, wo ich ausschöpfen kann? Und das Zusammenspiel von, man könnte es sehr negativ wahrnehmen, aber ich sage dann manchmal mich auch wie etwas in ergeben. Und ergeben ist für mich ein hochaktiver Prozess, wo ich etwas Gott anvertraue und gerade dadurch wieder frei wird, neue Sachen zu suchen. Und Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, manchmal auch ein Coaching aufzusuchen, eine Beratung, eine Seelsorge aufzusuchen, hängt für mich zu tief mit dem zusammen, dass im Gespräch mit jemandem wir manchmal einfach Sachen besser im Blick kriegen, die wir alleine sonst nicht sehen. Und eine Rückendeckung bekommen. Sehr gut. Ja, Roland Hartmeier, vielleicht hast du auch noch einen Gedanken hier ergänzend zu dieser Frage, die ich reingeworfen habe. Ja, ich finde es eine ganz spannende Frage und ich denke, es hat auch mit gewissen Phasen zu tun, wo man als Leidende durchmacht. Ich kann jetzt da nur persönlich reden. Ich habe, wo meine Lebenszeit angefangen hat, ganz unvermittelt, ich hatte einen Zusammenbruch während dem Arbeiten und von einer Sekunde auf die andere bin ich in einem anderen Leben gewesen. Dann ist eine Phase gekommen, die hat vielleicht, ich sage mal, 2 Jahre gedauert, wo ich ganz aktiv Heilung gesucht habe. Und Gott bittet habe und gefleht habe, bittet, so wird euch gegeben und so weiter. Du bist ganz aktiv, du suchst, Menschen haben für mich gebetet, die Ältesten haben für mich gebetet. Und irgendwann merkst, wenn es nicht weggeht, kannst du so nicht leben. Du kannst nicht dauernd in der Spannung leben, Gott hilf, Gott mach.
die Phase gibt es und die Phase ist gut. Und dann bin ich wie in eine Phase reingekommen, die Monika vorher angesprochen hat, wo ich mich vertrauensvoll ergib in diese Situation. Das ist nicht Kleinglauben, das ist nicht passiv, sondern das ist aktives Innersagen, Gott, wenn es so ist, will ich es akzeptieren. Ich bin immer gern bereit, wenn du eine Änderung machst und mich da rausholst. Aber ich kann nicht dauernd in dieser Spannung leben und aktiv das suchen, dass ich jetzt unbedingt geheilt werden muss. Und dann bin ich in die Phase reingekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich eigentlich gar nicht mehr viel machen, sondern einfach, Vater im Himmel, ich vertraue dir, obwohl ich es nicht verstehe, dass eines Tages aus dem auch etwas Schönes wird werden. Und durch das habe ich Frieden bekommen. Und dann habe ich eine interessante Erfahrung gemacht, dass Leute, die sehr stark so im Gebets- und Heilungsdienst waren, die haben das überhaupt nicht verstanden. Ich habe gesagt, Roland, warum suchst du nicht Heilig? Und ich habe gesagt, weisst, ich bin jetzt in einer Phase, wo mein Vertrauen auf Gott darin besteht, dass ich ihn einfach machen. Und dass ich ihm vertraue und dass ich ruhig werde. Und in dem habe ich Frieden gefunden. Ich nicke. Ja, weil so, wenn man eben nicht, also ich weiss nicht, wie es dir geht, Roland, aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, man findet nicht so viele Beispiele, die diesen Weg beschreiben. Man muss gut schauen. Aber im Grunde genommen, für mich beschreibst du das, was der Paulus auch für sich beschrieben hat. Wenn er sagt, ich habe Gott angefleht, dass er etwas machen soll. 2. Korinther 12. Und dann habe ich eine Antwort bekommen und die hat geheißen, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das ist für mich eines von diesen Beispielen, wo genau das ausdrückt, das Annehmen, das sich anvertrauen und ein Ja auch zu dieser Einschränkung zu wagen, dass das nichts mit Aufgeben zu tun hat. Aber die Erfahrung machen die Leute, die bei mir in der Beratung sind, die habe ich auch schon gehört, das Umfeld, das fast nicht erträgt und das als eine Art Kapitulation vor dem das, was Gott nicht will, anschauen. Und nicht mehr sehen, dass Gott da drin auch etwas tun kann und etwas wirkt. Das ist dann manchmal nochmal ein zusätzliches Leiden, gell? Dass man eben dann nicht verstanden wird, wenn man sich so in das hineingibt. Das habe ich auch erfahren. Da hat man dort auch nochmal eine Baustelle gehabt, wo man daran arbeiten und gute Ratschläge entgegennehmen und alles. Aber ich glaube, wenn man in das sich ergeben kann, reinkommen, dann findet man doch man findet einen tiefen Frieden. Es ist einfach eine andere Form von Vertrauen, als wenn ich aktiv meine Heilung suche. Ja, sehr interessant. Also, wir haben da jetzt schon einige Gespräche, Themen können ansprechen, so muss ich sagen. Und Nelly Simmen hat auch noch Ergänzung, glaube ich, zu dem, ja. Gell? Ja, genau, weil das, was ihr jetzt vorhin gerade beschrieben habt, so geht es ganz vielen Leuten auf ihrem Weg zum Sterben. Irgendwann kommt der Moment, wo sie müssen sagen, jetzt bringt es nicht mehr, sich zu kämpfen gegen die Krankheit. Und dann kann nochmal etwas ganz wirklich Schönes entstehen. Und wenn da genug Zeit ist, wo dann einfach in das hineingehen und in den Frieden hineinkommen, kann das eine unglaublich bereichernde und wichtige Zeit sein vor dem Tod. Wow, merci vielmals. Ja, und ich glaube, es ist gelungen, dass wir schon können lustig machen und mehr als das. Es ist so, dass man, glaube, wenn man jetzt hier zugelassen hat, schon bereits einiges hat zum Weiterdenken. So ein paar Goldnuggets, die schon zusammenkommen, und es werden noch mehr sein, sicher an der Fachtagung selber am 16. Juni ab der 9:30 Zursee im Campus wird das stattfinden. Da tue ich gerne noch einmal den Hinweis platzieren. Man kann sich bereits jetzt anmelden, auch natürlich für die Tagung. Und wir gehen in ein weiteres Thema diese Woche in den LiveNet-Talks noch einmal, wo wir jemanden von den Referenten auch zu Gast haben. Das ist kommenden Donnerstag gerade. Das ist der Oliver Merz, der Gast im LiveNet-Talk. Er hat das Thema der Tagung Kirche, die Mut zum Leben macht, eine inklusive Gemeinschaft werden. Also das Thema Inklusion als Lebensthema, kann man sagen, bei ihm. Er, der selber mit MS, Multiple Sklerose, schon lange lebt und da jetzt das auch zur richtig gemacht hat, thematisch, wo er immer wieder forscht und darüber schreibt und referiert. Und das eben unter anderem am Donnerstag im LiveNet-Talk, da tue ich gerne jetzt schon einladen dazu, zu diesem Gespräch,
die ihr dann auch verfolgen könnt. Auf diesen Kanälen wieder, auf YouTube oder auf Spotify findet ihr uns, oder wo noch überall auf Facebook zum Beispiel, auch, dort, wo man heute so präsent ist, oder auch auf livenet.ch/talk findet ihr alte Talks so ein bisschen in der Zusammenfassung. Für den Moment ist das gesehen. Ich danke noch einmal herzlich den Gästen, Roland Hartmeier, Monika Rivar, Nelly Simmen. Merci vielmals für euer engagiertes Mitdiskutieren heute bei diesem Thema und gute Vorbereitungen auf die Fachtagungen oder die Fachtagung her. Es sind sicher mehrere Fachtagungen. Es ist auch ein falscher Versprecher, ist das nicht, wo warten für euch, aber einfach mal die wir jetzt vor allem im Fokus hatten. Merci noch einmal für den Austausch, den wir haben dürfen miteinander. Und danke euch, die zugeschaut haben, für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, suchen wir 365 Videopartner, die uns mit je 150 Franken pro Jahr unterstützen. Als Videopartner trägst du direkt dazu bei, dass noch mehr Menschen das Evangelium hören und im Glauben ermutigt werden. Melde dich jetzt als Videopartner an unter www.livenet.ch/Videopartner.